Neville sagt zum Beispiel, wenn ein Wunsch aufkommt, der Wunsch beinhaltet eigentlich schon den ganzen Bauplan zur Verwirklichung, weil also er sagt, ja, im Grund, du musst das Gefühl annehmen, wo du willst und in dem bleiben und es wird dein dominante Gefühl, es verdrängt alle anderen von seinem Platz, du musst die drängen, das heißt auch wenn im Aussen irgendetwas passiert, ignorieren und weiterhin an deinem Gefühl festheben, dann wird es zu dem. Und ein Wunsch, wenn du zum Beispiel den Wunsch verspürst, Millionär zu sein, jetzt sind bei vielen, macht es dann einfach was mache ich mir da für einen Gedanken? Das wird ja niemals stattfinden in meinem Leben. Also, oder? Aber das ist egal, wie es aussen gerade ist, weil der Wunsch, das Gefühl, der Wunsch gibt dir das Gefühl, wo du müsstest aufrecht halten, zum der werden, weil durch einen Wunsch weißt du, wie du dich fühlst. Kommt man da draus? Und das ist sehr spannend. Das heißt, wenn du dir eigentlich etwas wünschst, das Gefühl musst du anlegen wie ein Kleid, weil dann wird das wird zu dem. Das heißt, du nimmst dann eigentlich den Zustand an und ich weiß nicht, ob es der Neville war, der es gesagt hat, oder jemand anderes. Das ist eigentlich ein Geschenk von Gott, wo an dich, eben andere, einfach Bewusstsein oder von wem auch immer, an dich, um dir zu zeigen, was du könntest erleben. Also das ist eigentlich eine neue Möglichkeit. Und bei vielen kommt dann halt der Wunsch auf, ich möchte jetzt das nicht mehr oder ich möchte SAP und sie tun es halt ab. Sie tun es halt gar nicht erst anschauen, weil es so unmöglich erscheint. Oder? Aber er geht so weit und sagt, jetzt hast du eigentlich eine Gabe bekommen oder eine Möglichkeit bekommen, das Gefühl anzulegen wie ein Kleid. Und er nennt es eigentlich sehr gut, am Anfang fühlt es sich einfach ungewohnt an. Das ist so wie wenn du dich jetzt einfach anfängst fühlen wie Millionär, wenn du das Gefühl jetzt quasi aufrecht halten, dann fühlt sich das fremd an, etwa so wie wenn du würdest neue Schuhe kaufen. Und du würdest mit den neuen Schuhen durch die Straße laufen und du würdest dich komisch fühlen, weil es sind neue Schuhe und alle merken das. Und das ist mit einem Bewusstseinszustand das Gleiche. Oder? Aber du kannst das eigentlich anlegen wie ein Kleid, bis es zu dir wird. Bis du in die Rolle wachst, bis du eigentlich zu dieser Rolle wirst. Oder? Darum sind auch wahrscheinlich oft Schauspieler im realen Leben genau gleich wie in ihren Filmen. Weil sie spielen das ja, sie verkörpern das, oder?